macht sehr viele eigene Sachen und das honoriere ich sehr, sehr gern. Und darum, ja, ich bin gespannt, was er mit bringt. Der Diego, das für den Diego, danke vielmals. Merci vielmals. So, Zürich, wie geht's euch? Sehr gut. Sehr gut, freut mich. So, ich habe ein riesengroßes Problem. Und zwar, ich muss euch etwas richtig Grusiges beichten. Mein Vater ist heute auch da, es tut mir mega leid, dass du das vor diesen ganzen Leuten hier musst, erfahren halt so. Und zwar, ich stehe auf rothörige Frauen. Also nicht nur rote Haare, wirklich so bleiches Gesicht, bleiche Haut wie das da, wie das Weisse da. Keine Ahnung, wieso dass mir das gefällt, wegen keine Ahnung, irgendetwas wegen der Hormone, hat meine Psychologin gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Pubertät ist auch so ein Thema. Und ich sollte ja eigentlich schon durch sein mit dem. Und in der Pubertät ist es eigentlich noch recht schwierig, wie Kollegen, also für mich ist es schwierig, Kollegen zu finden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es an mir liegt. Weil ich bekomme ganz viele Komplimente. Aber zum Beispiel letzte Woche hat mir auch das Love Co. hat mir geschrieben, Diego, du bist ein ganz spezieller Mensch. Und das hat mich und irgendwie hat mich an das erinnert. Ich habe das irgendwann schon mal gehört. Und nachher ist es mir in den Sinn gekommen, ich habe das vor 10 Jahren hat mir das auch mal jemand gesagt. Meine Psychiaterin nach meiner HDS-Diagnose. Auf jeden Fall, ja. Ich habe nachher mit der Zeit gemerkt, ich komme besser mit Frauen aus als mit Männern. Weil ich meine, mit einer Frau kannst du, also Kolleginnen, die ich habe, du kannst stundenlang telefonieren, reden über sinnvolle Sachen. Ich rede über sinnvolle Sachen, gebe sinnvolle Antworten. Sie reden über sinnvolle Sachen, geben sinnvolle Antworten. Und du kannst stundenweise lang reden und du hast das Gefühl, es vergehen 10 Minuten. Mit einem Mann kannst du das nicht. Zum Beispiel, mein Kollege, ich bin letztens zu meinem Kollegen gegangen, zu Mohammed. Ich bin zu ihm gegangen und gesagt, Mohammed, ich muss dir etwas sagen. Er so, komm, sag! Ich habe gesagt, Mohammed, mir liegt wirklich etwas auf dem Herzen. Irgendwie macht mich das richtig mental kaputt. Ja, was heisst mental? Das heisst so mit dem Kopf und so. Ja, komm, sag! Sagt Mohammed, mein Hamster ist gestorben. Und dann schaut er mich so an. Es ist nicht so deep, Mann! Eben. Bei Mohammed ist es auch ein bisschen so, er bildet nicht, er kann nicht ganze Sätze bilden, irgendwie. Zum Beispiel letztes Mal hat er mir angerufen und gesagt, ey, kommst du Aarau? Kommst Aarau? Kommst auf Aarau? Ein Wort, wirklich ein Wort, das fehlt. Und es ist ja nicht so, dass du enorm viel Zeit sparst, wenn du das Wort nicht sagst. Gut, ich verstehe es jetzt bei den WhatsApp-Messages, gibt es ja auch Abkürzungen. Was machst du, WM? Ich finde es einfach scheiße, wenn ich nachher muss lesen und von Beatboxen. WM wirklich. Wisst ihr, was WM wirklich heisst? Was machst du, wie geht's? Und das regt mich ein bisschen auf. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Kurz überlegen. Das wegen der Frauen. Es war so, nach meiner wie vorher gesagt, mehr mit Frauen befreundet als mit Männern. Und in dieser Zeit habe ich irgendwie wie das Denken aufgenommen von den Frauen. Zum Beispiel, ich stehe jetzt auch nicht auf Männer, sondern auf mittelhässliche Frauen. Genau. Und das war der Grund, weshalb wir einmal in Spanien, den muss ich euch jetzt erzählen, der ist schon geil. Echt eine wahre Geschichte. Wir waren in Spanien, in Südspanien. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist in der Nähe von Malaga, etwa 3 Stunden. Es heisst Los Caños de Meca. Aber Barbate ist irgendein Kaff in Südspanien. Auf jeden Fall, wir waren dort am Strand und ich habe eine gesehen. Und sie hat einen wunderschönen Körper gehabt. Aber ein hässliches Gesicht. Da ich denke, komm Diego, du musst ja nicht gerade eine Beziehung anfangen. Du kannst einfach nur eine Freundschaft
anfangen, sozusagen. Und dann, ich kann nicht Spanisch, ich habe gar nicht Spanisch. Und dann habe ich einen Google-Übersetzer gebraucht, ChatGPT, Google-Übersetzer. Also ich verstehe ja schon Spanisch, also ich kann einfach nicht kommunizieren, ich verstehe es, aber kann nicht reden. Und eben dann habe ich mit ChatGPT das Ganze gemacht, Google-Übersetzer, alles zusammen, etwa eine Stunde gebraucht. Und habe geschrieben, ja, willst du mit mir etwas trinken, Freundschaft anfangen, ein bisschen zusammen reden. Und dann nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, gehe zu ihr mit meinem Handy und dann sage ich zu ihr, hola, tengo una pregunta. Das heisst, ich habe eine Frage. Und dann fragt sie mich, ja, para mí, also für mich, nein, nicht für dich, für deinen Vater, der sieht ja gleich aus. Ich meine, der hat die gleichen Augen, das gleiche Maul, die gleiche Nase, den gleichen Bart. Auf jeden Fall habe ich nachher mein Handy hergekommen mit dem Text, hat zittert wie ein Drecksköter. Und nachher schaut sie das an und dann macht sie den da. No, also schickt mich weg. Sie schickt mich weg. Ich habe einen Korb bekommen. Und dann ist mir so ein Szenario in den Sinn gekommen, eine Stimme, die mir gesagt hat, Diego, sie war sowieso hässlich gewesen. Aber ich möchte nicht mehr über das reden. Mir kommt eine richtige Aggressivität auf. Vielleicht auch noch etwas anderes. Auf jeden Fall, ja, geht ein bisschen, bis ihr nicht gecheckt habt. Auf jeden Fall, wechseln wir Thema. Reden wir über dumme Leute in den Supermärkten. Keine Ahnung, wo ich war, weiß nicht, wie der Supermarkt geheißen hat, keine Lidl, Aldi, keine Ahnung. Es war eine Frau mit einem Kinderwagen an der Kasse. Hinter dran war ein junger Mann, hinter ihm bin ich und hinter mir ein alter Mann. Die Frau mit dem Kinderwagen will zahlen und dann kommt das Kind raus aus dem Kinderwagen und spuckt dieser Kassiererin voll ins Gesicht. Und das ist wirklich so passiert. Es ist eine wahre Geschichte. Spuckt dieser Frau ins Gesicht. Die Frau natürlich sagt, ja, was soll das? Was soll das? Und die Mutter so, was soll das? Mein Kind wird anti-autoritär aufgezogen. Und der hinter mir, also der vor mir, nimmt das Joghurt vom Band, macht es auf und leert es dieser Frau voll über den Grind rein. Das war richtig geil. Die Frau dreht sich um zu dem, was soll das? Der sagt, ja was soll das? Ich bin anti-autoritär aufgezogen worden. Und der alte Mann hinter mir so, ha, und das Joghurt, das zahle ich. Ja, eigentlich hätte ich noch Happy Birthday singen, aber er hat vorher gesagt, man darf nicht. Also, danke vielmals, schönen Abend, merci Zürich. Großen Applaus für Diego, Mosiello, Rosiello. Ganz geil.